So, 3, 2, 1, live und scharf und herzlich willkommen zum Review vom Huawei MateBook X Pro. Und ich würde sagen, wir labern jetzt nicht weiter und starten direkt mit dem ersten Punkt. Und zwar starten wir beim sehr hoch aufgelösten Display, das 3000 x 2000 Pixel hat und somit extrem scharf ist und wirklich sehr gut ist zum Fotos bearbeiten oder auch mehr als nur ausreichend für Office-Anwendungen. Das Display hat eine Helligkeit von 150 Nits, was sehr hell ist. Leider muss man trotz alledem sagen, dass das Display sehr gut auch als Spiegel taugt. Und das ist irgendwie auch ein bisschen schade und ich hoffe, dass beim nächsten Modell dort die Oberfläche vom MateBook auf jeden Fall noch ein bisschen matter wird. Aber ich habe das Gefühl, wo wir jetzt auch zum nächsten Punkt kommen, dass der Glanz auch ein bisschen daran liegt, weil es einen Touchscreen hat. Der Touchscreen ist natürlich auch ausschaltbar. Gewisse Leute finden, der Touchscreen ist ein Vorteil und andere halt nicht. So, vom Touchscreen gehen wir weiter zum Touch Trackpad. Und das ist für mich eines der Highlights vom Huawei MateBook X Pro. Und zwar ist das für mich ein Highlight, weil es ist wirklich auf sehr hohem Niveau. Ich habe einen angenehmen Druckpunkt, eine sehr schöne Größe und es fühlt sich wirklich wertig verarbeitet. Und es ist so angenehm, dass es natürlich an der Handballen nicht mal auf dem Trackpad aufliegt. So, vom Trackpad zur Tastatur. Bei der Tastatur sind wir sehr hochwertig ausgerüstet. Wir haben eine Hintergrundbeleuchtung, was Arbeiten in dunklen Verhältnissen sehr angenehm macht. Des Weiteren haben wir eine Funktionstastenreihe, die mit einer Tastenkombination hinterlegt ist, dass ich die auch als laut, leisiger Play- und Stop-Taste benutzen kann. Auch noch speziell ist in der Mitte von diesen Funktionstasten ist keine Funktionstaste, sondern dort ploppt, wenn man drauf drückt, die Webcam raus. Das ist definitiv sehr gut verstaut, weil es hat nirgendwo anders in diesem Laptop Platz. Warum, komme ich später in diesem Review noch zu sprechen drauf. Es langt für einfache Sachen, aber für Grosses ist es definitiv nicht optimal. So, sliden wir noch vor der Kamera jetzt zu den Anschlüssen. Und zwar haben wir bei den Anschlüssen zwei Anschlüsse vom USB-C-Typ auf einer Seite und auf der anderen Seite haben wir, was ich sehr gut finde, einen normalen USB-Typ-Anstecker. Was bedeutet, ich kann meine normalen USB-Sticks sowie auch USB-C-Geräte rein tun. Das finde ich sehr vorteilhaft, weil so habe ich noch den alten und den neuen Anschluss. Ich denke, das ist im heutigen Zeitpunkt definitiv eine sehr gute Wahl, wenn wir beides haben. Allerdings, was ich trotz alledem sehr schade finde, ist, dass wir nur auf einer Seite USB-C-Anschlüsse haben. Und was auch sehr schade ist, und wirklich, ich finde es etwas vom Schadesten, ist, es hat keinen SD-Kartenslot. Also, liebes Huawei-Team, bitte denkt dran, für Content Creator, tun den SD-Kartenslot in euer nächstes MateBook rein. Gehen wir weiter in Performance. Mit Office schlägt sich das MateBook sehr gut, auch was das Thema Akku angeht, sowie das Surfen und Anschauen von Videos. Wenn wir jetzt allerdings wieder in die Fotobearbeitung hineingehen, haben wir ein MateBook, das sich von der Performance tiptop schlägt, aber allerdings nur einen normalen Laptop-Akku drin hat, was heisst, es sind nicht wirklich hervorragende Akkulaufzeiten bei Bearbeitung von Fotos und Videos da. Aber Performance reicht auch völlig aus für die Bearbeitung von Full-HD-Produktionen. Und das ist eigentlich wirklich sehr gut für die Größe, weil wir haben hier ein 13 Zoll Notebook, das eigentlich wirklich nicht grösser ist als das Display. So, kommen wir nun zum Fazit vom Huawei MateBook. Das Huawei Notebook ist ein sehr durchdachter Laptop, der für Office-Anwendungen und die alltäglichen Surf-Anwendungen definitiv mehr als nur eine ausreichende Performance hat und ein sehr schönes Design. Wenn wir weitergehen in die Bearbeitung von Fotos und Videos, haben wir auf jeden Fall bis zu Full-HD-Produktionen gar keine Komplikationen und können sehr gut damit arbeiten, wenn wir eine Steckdose in der Nähe haben. Allerdings kommen wir jetzt zum Punkt, den ich mir für das nächste Jahr wünsche. Zwar wünsche ich mir, dass wir im nächsten Jahr von Huawei ein 15 Zoll Modell sehen, wo wir definitiv einen grösseren Prozessor auch noch drin haben, damit wir auch gut 4K-Bearbeitung damit bewerkstelligen können. Vom Design her, das Huawei MateBook ist sehr schlank designt und hat auch eine sehr schöne Oberfläche. Was ich mir aber auch für das nächste Modell wünsche, ist die Farbe Twilight von Huawei, weil das ist einfach sehr schöne Farbe und auch für den Laptop sehr gut geeignet. Das war mein Fazit zum Huawei MateBook X Pro. Ich muss ganz ehrlich sagen, mich persönlich enttäuscht es, dass ich meinen
mein Huawei MateBook wieder an Huawei zurückgeben muss. Ich bin trotzdem dankbar, dass ich es auslehnen durfte und ich wünsche ganz ehrlich, dass ich mir das leisten könnte.